Wir kommen zum dritten Teil von uns, oder zum vierten Teil, muss ich sagen, zum letzten Teil von unserer Predigtserie, der heisst «Lehre uns beten», wo es um das bekannteste Gebet von allen Zeiten geht, nämlich das Vaterunser. Ich nehme mal an, es ist ein Gebet, das viele, wenn nicht alle da rein, mindestens der Linie nach auswendig können, schon oft gehört haben und schon oft selber gebetet haben. Und in diesem vergangenen Teil haben wir gesehen, dass das Gebet in verschiedene Abschnitte unterteilt ist. Es fängt an mit einer Anrede, die es bewusst machen soll, wer uns da gegenüber hockt, nämlich unser Vater im Himmel. Dann hat es einen ersten Teil, wo eben der Gott, der Vater, ins Zentrum stellt. Wer er ist, was heißt dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt. Und dann ein zweiter Teil, wo es um uns geht, nicht nur um mich, sondern um uns als Gläubige, als Menschen, die das Gebet beten, wo Gott dürfen bitten um das, was wir an Bedürfnis in unserem Leben inne haben. Und heute kommen wir eben zum letzten Teil. Ich würde sagen, ein Teil mit vielen Herausforderungen, der heisst: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Versuchung könnte man auch anders übersetzen, das Wort. Man könnte auch Erprobung oder Prüfung sagen. Also führe uns nicht in eine Prüfung. Zu Prüfungen, muss ich ehrlich sein, habe ich ein bisschen ein zwiespältiges Verhältnis. Ich bin jetzt in meiner Kindheit und auch in meiner Familie und in meinem Umfeld nicht gerade bekannt als Viellerner. Das heisst, Prüfungen sind immer so ein bisschen ein Moment gewesen, wo es ernst geworden ist, ganz ehrlich. Und wo so ein bisschen meine Hoffnung war, mit möglichst wenig Aufwand möglichst viele Ergebnisse zu erzielen. Ich muss sagen, ist mir relativ gut gelungen. Hat natürlich dazu geführt, dass ich wegen dem dann nicht unbedingt mehr gelernt habe im Folge von meiner Karriere als Schüler in der Schule dazumal. Ich habe darum so einen Ordner mitgebracht, weil für mich ist das so die Erinnerung gewesen. Immer dann, wenn wir den Ordner aufstellen mussten, dass wir möglichst nicht abschreiben konnten, dann ist es ernst geworden. Und Prüfungen machen ja etwas mit einem. Ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mir ist es so gegangen, ein erhöhter Puls, es ist etwas Unangenehmes, es ist etwas, wo man schon Tage im Voraus so ein bisschen Mühe hat, dass jetzt das noch sein muss. Häufig war es dann so, vor den grossen Ferien sind dann immer noch alle gekommen, weil plötzlich alle gemerkt haben, dass sie jetzt ja noch Noten brauchen. Und dann ist man so ein bisschen vom Regen in die Traufe gekommen, so ist es mir damals gegangen. Und ich muss ehrlich sein, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, zu verstehen, was der Unterschied sollte sein zwischen der Lernzielkontrolle und zwischen der Prüfung. Für mich tönt es ein bisschen besser, aber am Ende ist es wie wenn du Katz im Sack kaufst. Also man versucht dir eigentlich zu sagen, es ist nicht so tragisch, es ist nicht so schlimm, es ist zu deinem Besten. Aber am Ende ist es doch für mich oftmals sehr, sehr schwierig und schlimm gewesen. Aber eigentlich, wenn man es ganz neutral anschaut, dann ist ja der Sinn und Zweck von einer Prüfung nicht, dass möglichst viele Schüler schlecht abschneiden, schlechte Noten haben und was auch immer dann alles Schlimmes nachher noch passiert. Sondern es ist eigentlich ein Moment, wo möchte Sachen ans Licht bringen. Es möchte eigentlich ein Moment sein, der zeigt, wie es um etwas steht. Jetzt in diesem Fall um das Wissen von dem vermittelten Stoff. Wie gut hat man das gelernt? Wie gut kann man das anwenden? Inwiefern ist eben da etwas rum? Oder wenn man jetzt die Fahrzeugprüfung nimmt, für die schon mal ein Auto vorführen müssen, geht es ja eigentlich auch um das. Herauszufinden, wie steht der Zustand von dieser Sache zu beurteilen. Ich gebe zu, als Schüler habe ich das selten so gedacht. Prüfungen gehören zu unserer Zeit als Schüler und herausfordernde Lebenssituationen, die eine Gefahr beinhalten, dass man die richtige oder die falsche Entscheidung treffen kann, die gehören auch dazu. Wenn wir also beten in dem Gebet, führe uns nicht in Versuchung, dann ist es im ersten Moment manchmal recht herausfordernd, das mit Gott in Verbindung zu bringen. Ganz besonders, wenn wir an Gott denken als einen liebenden Vater. Wenn wir denken so ein bisschen, also, was heisst denn das? Versucht Gott uns zu Fall zu bringen? Ist er der irgendwie wie so ein gemeiner Lehrerin oder Lehrer hinter so einer Prüfung steckt und so ein bisschen sich die Hände reibt und sagt, so, jetzt sehen wir es mal, wie es dem Fritzli da geht. He? Oder wie geht das, wie passt das zusammen?
Das Wort oder der Begriff, die Thematik von der Versuchung oder von der Prüfung, die finden wir durch die ganze Bibel durch. Und ich glaube, es lohnt sich, mal das Versuchen ein bisschen in einem grösseren Bild anzuschauen, um dem auf die Spur zu kommen, wie kann uns das in unserem Leben, in unserem Alltag helfen. Und vielleicht das allererste, was uns da in den Sinn kommt, wenn es heisst, führe uns nicht in Versuchung, ist eine Geschichte, wo der Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat und wo das Gebet uns auch überliefert, nur ein paar wenige Verse, nämlich im Kapitel 4 vorher, schon berichtet hat. Und es ist die Geschichte, wo Jesus selber so eine Situation erlebt hat. Und es heißt dort in Matthäus 4, Vers 1, danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Vielleicht müssen wir also sagen, führe uns nicht in Versuchung hinein oder an einen Ort an von dieser Versuchung, wenn man da gesagt wird. Oder wie der Jakobus, der Bruder von Jesus, später mal in einem Brief hineingeschrieben hat, doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemanden dazu. Führe uns nicht in Versuchung hinein oder in eine Prüfung hinein. Rechnet mit dem Bewusstsein, dass Menschen, die Gott kennen und mit ihm unterwegs sind, von ihm geleitet und geführt werden. So wie Jesus vom Heiligen Geist in seinem Leben geführt worden ist. Und der Jakobus will deutlich machen, dass es zwar so Situationen in unserem Leben gibt, wo wir in der Gefahr stehen, versucht zu werden zum Bösen, wo wir eben so versuchlichen Herausforderungen ausgesetzt sind, aber er will einen Punkt machen und sagen, schlussendlich ist es nicht Gott, der will, dass wir fallen. Ist es nicht Gott, der uns möchte dazu verleiten, etwas Böses zu tun. Vielmehr könnte man vielleicht sagen, Gott mutet es uns zu. Gott lässt den Umstand, dass der Teufel das Böse weiterhin eine Option ist, die wir wählen können, Teil ist von unserem Leben. Er lässt das wie zu, dass das weiterhin so bleibt. Und wenn wir jetzt das im Hinterkopf haben, dann erinnern wir uns an eine wahrscheinlich noch bekanntere Geschichte, die alle kennen, die ganz am Anfang der Bibel steht. Es ist die Geschichte von Adam und Eva im Garten Eden, wo Gott ihnen eine Wahlmöglichkeit gegeben hat. Er hat gesagt, in eurem Leben achte ich eure Freiheit und die Würde, die ihr habt, um selber zu entscheiden, achte ich so hoch, dass sogar die Option offen bleibt, dass man das Falsche wählen kann. In dem Garten hat es eine Vielzahl an Bäumen gegeben. Und von einem einzigen hat Gott gesagt, sollten sie nicht nehmen. Aber er hat ihn nicht weggesperrt. Aber er hat die Möglichkeit nicht ausgeschlossen von vornherein, weil er gesagt hat, ich achte und respektiere die Freiheit des Menschen. Und meine Liebe soll auf Gegenseitigkeit beruhen und nicht als Marionette, dass es schon für die ersten Menschen und hier durch die ganze Geschichte der Bibel durch immer und immer wieder die Wahloption gegeben hat für Menschen, wo sie eben in Versuchung geraten oder wo ihr Vertrauen auf Gott und auf das, was er gesagt hat, geprüft wird. Wo die Möglichkeit besteht, dass man zwischen verschiedenen Optionen wählen kann und dass eine oder mehrere von diesen Wahlmöglichkeiten schlechte Konsequenzen, negative Konsequenzen haben, Böses hervorbringen. Wenn wir weiterlesen in der Bibel, dann kommen wir an unzähligen Stellen vorbei, wo ähnliche Thematik angesprochen wird. Zum Beispiel der Abraham, bekannte biblische Figur, wo gefragt worden ist, seinen Sohn zu opfern und Gott im letzten Moment dann erste Alternativen zur Verfügung gestellt hat. Oder, das ist eine kleine Randnotiz für die jetzt gerne ein bisschen tief hineingraben, auch die Geschichte vom Manna in der Wüste, wo es jeden Tag eben das Brot, in Anführungs- und Schlusszeichen, geregnet hat, wird als Test oder Probe oder Versuchung von dem Volk porträtiert. Unser tägliches Brot gib uns heute. Vielleicht erinnert euch an die Predigt. Ich überlasse euch mal, vielleicht über das noch ein bisschen nachzustudieren, warum es die zwei Sachen da miteinander verknüpft werden. Wenn wir jetzt die ganze Bandbreite an Blickwinkel, die es gibt auf das Thema Versuchung oder Prüfung, noch abrunden, dann müssen wir noch extrem auf die andere Seite gehen.
Also die eine extreme Seite ist die Prüfungsangst, die ich am Anfang beschrieben habe, wo man das Gefühl hat, da will jemand mich verleiten dazu, dass es schlimm wird in meinem Leben. Auf die andere Seite wieder zum Jakobus, wo Folgendes sagt, nur ein bisschen vor dem, was wir vorher gelesen haben. Und ich muss sagen, das macht ein bisschen Mühe kognitiv in meinem Kopf oben. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister. Halleluja! Wenn ihr Prüfungen oder man könnte sagen Versuchungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Ich muss ehrlich sein, es klingt im ersten Moment ein bisschen so, als wenn meine Lehrerin in der Unterstufe versucht hat, mir beizubringen, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Lernzielkanone und zwischen der Prüfung. Es fordert uns ein bisschen innerlich auseinander. Zu sagen, dass so Situationen, die ein Risiko beinhalten, dass folgenschwere Entscheidungen getroffen werden, etwas sind, wo man sich freuen sollte. Aber es ist auch ein Aspekt von dem, wo der Jakobus sagt, es ist Teil von unserer Lebenserfahrung, dass wir als Menschen, auch wenn wir Christen sind, auch wenn wir Gott gerne haben und mit ihm unterwegs sind, auch wenn wir unser ganzes Leben nach ihm ausrichten, halt leider in unserem Leben immer und immer wieder die Freiheit haben, wieder neu zu entscheiden, welchen Weg wir wählen. Ob wir unser Vertrauen auf das setzen, was Gott gesagt hat, auf das, was er ist, auf das, was er uns zu geben hat, oder ob wir uns an andere Sachen klammern oder uns etwas anderes nehmen, wo wir das Gefühl haben, das bräuchten wir jetzt im Moment. Und die Option bleibt und er sagt, da drin liegt auch eine Chance. Es liegt eine Chance nämlich, dass unser Glaube, unser Vertrauen, unsere Beziehung zu Gott stärker werden kann, standhaft werden kann. Auch wenn das sehr, sehr unangenehme und schwierige Situationen sind, wo man drinnen ist. Und wenn ich so über das nachgedacht habe, wie kann man jetzt mit dem umgehen, mit dieser Spannung? Dass man auf der einen Seite betet, führe uns nicht in so eine Prüfung, in so eine Versuchung hinein, und andererseits einen Jakobus gehört, der sagt, hey, es kann auch eine Chance sein für dein Leben, für deinen Glauben, wenn du eben dann die richtige Wahl triffst, macht das auch etwas mit dir. Und da ist mir wieder Jesus in den Sinn gekommen. Vielleicht ist es die zweite grosse Prüfung, die er in seinem Leben hat durchgehen musste. Am Anfang von seinem Wirken, von seinem öffentlichen Wirken in der Wüste, wo er von dem Teufel versucht worden ist. Und am Ende von seinem Leben lesen wir nochmal so eine Geschichte, wo er nochmal versucht wird, die falsche Entscheidung zu treffen. Es ist im Garten Gethsemane, kurz bevor Jesus verhaftet wird, wo Jesus doch dann betet und ringt mit Gott und sagt, wenn es irgendwie geht, dann möge der Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Und es ist vielleicht der Gedanke, die Art von Gebet, wo hinter dem «Führe uns nicht in Versuchung» stecken könnte. Wo zugesteht, dass unser Leben, solange wir da auf dieser Erde sind, prägt wird sie von Wahlmöglichkeiten, weil Gott uns die Freiheit zugesteht. Und sagt, du darfst selber entscheiden, welchen Weg du wählst. Ob du willst, dein Vertrauen auf mich setzen oder ob du andere Sachen willst, da reinnehmen. Aber wenn es dann so eine Situation ankommt, wo es möglich ist, verschone uns davor. Bewahre uns davor, durch die Schwierigkeiten durchzugehen. Aber wenn es dann so ist, dann will ich dir vertrauen, dass dein Wille und deine Gedanken für mein Leben, Gott, besser sind als das, was ich im Moment sehe, als das, was ich kenne. Das ist der erste Teil. Führe uns nicht in Versuchung. Ja, so Situationen können zu unserem Leben dazugehören. Und dann geht es weiter. Erlöse uns von dem Bösen. Und für mich sind die eng verknüpft miteinander. Auch wenn ich würde behaupten, dass das Gebet so tief ist und so vielfältig ist, dass man unterschiedlichste Kombinationen machen kann. Aber der Teil gehört sicher sehr, sehr nahe auch zu dem ersten Teil. Erlöse uns von dem Bösen. Ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen von dieser Bitte, die da drin steckt. Vielleicht die erste Ebene ist schon fast ein Glaubensbekenntnis. Erlöse uns, rette uns vor dem Bösen, wo heisst, ich brauche jemanden, der mir hilft. In diesen schwierigen Situationen drin, in diesen Herausforderungen drin. Ich selber schaffe es nicht. Wenn man die Geschichte der Bibel durchliest, dann sieht man, wie oft dass Menschen vor dieser Wahl gestanden sind, wie sie sich entscheiden wollen.
und man sieht leider Gottes einen roten Faden, der sich durchzieht, wie oft dass sie falsch gewählt haben. Wie oft dass sie bitter versagt haben. Wie oft dass sie, obwohl sie es eigentlich besser gewusst hätten, den Weg gewählt haben, der eben nicht zum Guten, sondern zum Bösen geführt hat. Und das Gebet, sondern erlöse uns von dem Bösen, ist ein Gebet, ein Ruf, ein Glaubensbekenntnis, wir sagen, wir brauchen Hilfe. Und es ist schlussendlich das, was Jesus auch gemacht hat, als er auf die Erde gekommen ist. Dass er sein Leben hingegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott hat. Er ist der Retter, er ist der Erlöser. Und mit dem Gebet bete ich, mache ich mir in Erinnerung, ich sage, ich schaffe es nicht alleine, die Wahl richtig zu treffen. Ich brauche dich, Jesus. Ich brauche deine Vergebung für dort, wo ich falsche Abzweige genommen habe. Ich brauche neue Chancen dort, wo ich es nicht gepackt habe. Das ist so eine erste Ebene. Eine zweite Ebene ist sicher auch das Ringen vom gläubigen Menschen, der sagt, und erlöse mich jetzt aus dieser Versuchung, wo ich jetzt drin stehe. Also wir haben vorher gebetet, führe uns nicht in Versuchung hinein, aber dann, wenn wir vielleicht drin stehen, in so einer Versuchung, und in der Gefahr stehen, den falschen Abzweiger zu wählen, dann rett uns, hilf uns, stark zu sein, unsere Gedanken wieder an dir auszurichten, dass wir durch deinen Heiligen Geist, durch deine Kraft, die du hast, richtig wählen, die richtige Entscheidung treffen, dass wir möglichst eben nicht zum Bösen versucht werden oder bös handeln. Im 1. Korintherbrief heißt es Folgendes zum Thema Versuchung, im Kapitel 10, Vers 13: Was eurem Glauben bisher an Prüfungen zugemutet wurde, überstieg nicht eure Kraft. Gott steht treu zu euch. Er wird auch weiterhin nicht zulassen, dass die Versuchung größer ist, als ihr es ertragen könnt. Wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, schafft Gott auch die Möglichkeit, sie zu bestehen. Es ist das Ausrichten an dem liebenden Vater, der uns das Wohl will, der will, dass es uns gut geht, der will, dass wir Menschen aufblühen können, unser Leben zum Blühen kommt. Der aber auch anerkennt, dass es für das einen Raum braucht, wo die Menschen frei entscheiden können. Und es ist das Anhängen an den Gott, der sagt, hilf mir in diesen Herausforderungen, wo ich in der Gefahr stehe, das loszulassen, an dir festzuheben. Und schenk mir alles Nötige, was ich brauche, zum Bestehen. Also es ist ein Glaubensbekenntnis, es ist ein Festklammern an dem Gott und es ist vielleicht in einer anderen Ebene auch nur ein Rausschauen in die Zukunft. Weil die Bibel beschreibt uns, dass einmal der Tag wird kommen, wo all das hinter uns wird liegen. Es wird einmal der Tag kommen, wenn Jesus wiederkommt, wo der Himmel zu uns kommt, wo der Himmel Realität wird, wo die Versuchung und das Böse ein für alle Mal weg da wird. Es wird einmal der Tag kommen und das Gebet, erlöse uns von dem Bösen, ist auch ein Gebet, das den Blick gegen Führer richtet und mit einstimmt in den Ruf für das Gebet, das sagt, möge es möglichst schnell so weit kommen, dass wir an den Ort ankommen, wo es kein Leid und kein Schmerz und keine Tränen und keine falsche Abzweiger mehr wird geben. Es ist eine Hoffnung und eine Erwartung, auch mit dem Blick in die Zukunft. Wir brauchen Gott in unserem Leben. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und dann endet das berühmteste von allen Gebet mit einem Teil, wo nicht in allen Bibelübersetzungen enthalten ist. Und das ist darum, weil der letzte Teil nachträglich zugefügt worden ist. Man kann nicht genau sagen, wann. Bereits im 2. Jahrhundert nach Christus weiß man sicher, dass er in dieser Form oder in sehr einer ähnlichen Form Bestand hat. Es ist so ein Teil, wo in unserem Gebet, so wie wir es gelernt haben, dass wir abrundet. Ich glaube, er ist nicht falsch, er ist richtig. Und ich glaube, wir dürfen ihn da dazu nehmen, auch wenn er nicht überall so mitgenommen wird. Es heißt nämlich dort, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Abschlussformel ist Lobpreis, ist Worship. Ist nach dem Gebet nochmal den Blick aufzurichten auf das Wesen, auf Charaktereigenschaften und auf die Rolle, die Gott in der Weltgeschichte inne hat. Man sagt dem eine sogenannte Doxologie, eine Verherrlichung. Und es gibt in der Bibel an ganz vielen Stellen kürzere und längere Formen von so Lobpreis.
Manchmal in den Briefen hinein, so als Abschluss, häufig dann eben mit dem Amen, so soll es sein, als Bestärkung, als Ja, so, wenn wir es glauben, ja, so soll es kommen, als Abschluss da drin hinein. Ich finde es wunderschön, zum Schluss auch von dieser 4-teiligen Serie über das Vaterunser, in dieser Herzenshaltung eigentlich dann rauszugehen, wieder ins Leben hinein, wieder in den Alltag hinein, der voll ist von Lobpreis und von Anbetung. Wenn wir durch die Bibel durchgehen, dann sehen wir, wie Gott vielfältig und oft eben der Erlöser, der Retter, der Beistand, der Helfer war, der seinem Volk durch schwierige Situationen durchgeholfen hat, wo Menschen gerettet hat, wo Menschen geholfen haben. Und ihre Antwort auf das, was sie mit Gott erlebt haben, war Dankbarkeit, war Bewunderung, war Anbetung von dem Gott. Von dem Gott, der auf der einen Seite der liebende Vater ist, der jeden Einzelnen kennt, der näher ist, als wir uns vorstellen können. Wo die Bibel sagt, er kennt jedes einzelne Haar auf unserem Kopf, so gut kennt er uns. Er kennt alles von uns, in- und auswendig. Und wo auf der anderen Seite der Allmächtige, der Ewige, der Schöpfer Gott ist, der schon immer war und wo immer wird sein. Der Unveränderliche, der unvergleichliche Gott, wo keiner ihm auch nur annähernd gleich kann kommen. Und es ist ein Staunen über das Wesen und die Eigenschaften von Gott. Und nach all dem, nach dieser Ausrichtung auf seinen Willen und auf sein Reich, nachdem wir unsere persönlichen Bedürfnisse haben dürfen bei Gott abladen und beten darum, im Wissen, dass er es ernst nimmt und dass er reagiert auf die eine oder auf die andere Art und Weise, richten wir uns am Schluss nochmal auf das, was er ist, auf das, was ihn ausmacht. Weil ihm gehört das Reich. Er ist der König von dem Reich. Er ist der Ursprung von allem. Er ist die Kraft, wo hinter dem steckt, wo hinter jeder Rettung und Lebensveränderung steckt, wo uns tagtäglich beflügeln kann in unserem Leben. Und ihm gehört all die Herrlichkeit und Anbetung und Verehrung und Bewunderung von allen Menschen zu allen Zeiten, weil er unvergleichlich, einzigartig Gott ist. Ich wünsche mir es. Und ich habe es so erlebt in den vergangenen Tagen, dass das Gebet, wo die Jünger Jesus bittet haben, dass er ihnen beibringt, eine Anleitung gibt, wie man das machen könnte, unser Leben, unseren Alltag anfängt zu prägen. Und du kannst es entweder auswendig lernen und einfach beten, 2-mal am Tag. Oder du kannst durch die einzelnen Sachen durchgehen und vielleicht sage ich mal eine Woche lang nur einen Teil und bete nur über das. Oder du kannst vielleicht mit Gott an diesen Punkten hängen bleiben, wo du merkst, dort betrifft es dein Leben im Moment am direktesten. Als eine Einladung, um die Beziehung und die Freundschaft mit Gott zu leben. Und miteinander werden wir jetzt in den zweiten Teil von dem Gottesdienst hineingehen und unsere Herzen ausrichten auf den unvergleichlichen Gott. Und auch da enden mit dieser Verehrung und Bewunderung und mit dieser Dankbarkeit, die wir in unserem Leben haben. Weil der Gott unser Vater ist und gleichzeitig unvergleichlich, einzigartig in seiner Art. Ich bete. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für das Gebet, das irgendwie so kurz und knackig ist und gleichzeitig so eine enorme Tiefe hat und eine enorme Vielfalt hat. Ich danke dir, dass es so eine Einladung ist von dir, lieber Vater im Himmel, wo du sagst, kommt zu mir. Lebt Beziehung und Freundschaft und Gemeinschaft mit mir. Und ich bitte dich, für mich persönlich, für uns alle, die wir da sind, dass wir Menschen sein, die aus dieser Freundschaft mit dir aus erleben. Und dass du uns hilfst, Zugang zu dir zu finden, durch dieses Werkzeug, die Hilfestellung von dem Gebet. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Gedanken auf dich auszurichten, in dieser Art und Weise, wie du das dir wünschst. Dass wir dich besser kennenlernen. Ich bitte dich, dass wir ehrlich werden von dir, mit all dem, was uns beschäftigt und was wir brauchen. Und ich bitte dich heute ganz besonders, für dort, wo wir tagtäglich in dieser Herausforderung stehen, wählen zu müssen, dass du uns verschonst von dem, dass es übermächtig wird und über uns kommt. Dass du uns
erlösisch drin, dort, wo wir in der Gefahr stehen, den falschen Abzweiger zu nehmen. Dass du uns hilfst, unseren Blick fest auf dich zu richten. Dass unser Vertrauen wächst durch die Kraft von deinem Heiligen Geist in unserem Leben drin. Und ich bitte dich für die Zeit, die wir jetzt haben miteinander. Dass du uns erinnerst an den Moment, wo du uns geholfen hast, wo du uns beigestanden bist. An den Moment, wo unser Leben verändert hat. Sie in unserem Herzen eine Dankbarkeit und Hingabe und Bewunderung und Staunen wächst über dich, der unvergleichliche Gott. Amen. Wir sind überzeugt davon, dass wenn wir uns mit Gott beschäftigen, dass das uns in unserem Leben trifft. Und vielleicht kennst du Gott noch nicht so gut und vielleicht hat es dich an einem Ort getroffen, wo du gesagt hast, ist eigentlich krass, dass man so eine Nähe, Freundschaft und Verbindung zu dem Gott haben kann. Dann will ich dir heute sagen, du hast die Möglichkeit, das auch zu erleben in deinem Leben. Und es ist nicht so schwierig. Es ist ein Gebet, das du redest. Du sagst, Gott, ich will mein Leben dir anbefehlen. Es tut mir leid, was hinter mir liegt, wo ich mein Leben selber gestaltet habe, meine eigenen Wahlmöglichkeiten getroffen habe. Und ich will dich einladen, dass ich dir nachfolgen will. Dass du sollst mein Stern von der Orientierung sein. Ich will auf dich hören und auf dich vertrauen. Und wenn du das möchtest machen, wenn du das möchtest einschlagen in die Hand, die Gott dir ausstreckt, kannst du das entweder online machen, indem du auf den Knopf drückst, lass für dich beten und jemand von unserem Team nimmt sich gerne Zeit, um dir vielleicht nochmal etwas erklären, mit dir zusammen das Gebet beten. Oder du darfst zu unserem Ministry-Team kommen, das da ist, das gerne für dich betet. Oder auch sonst, wenn du etwas hast, wo du sagst, hey, ich bräuchte da jemanden, der mit mir zusammen betet, der mit mir glaubt für ein Wunder in meinem Leben, bist herzlich eingeladen zum Beten. Und sonst will ich dich einladen, oder sowieso, um die Zeit jetzt da zu nutzen, um dein Herz auszurichten auf den Gott voll von Bewunderung und Dankbarkeit.